Liebe Gamer und Gamerinnen, liebe Crown-Fans, liebe Highspeed-Internetleitungsfans, vor allem du Colosso, liebe Bambusleitungsverfechter aus der Schaffhauser Region und auch alle anderen, die hier ab und zu ein Video schauen, ich möchte euch jetzt mal etwas mitteilen, was ihr sicher noch nie gehört habt. Und zwar, dass Virtual Reality so geil ist im Fall. Ich habe das ein paar gute Beispiele, aber gedacht, ich starte mal ein bisschen unkonventionell. Da ist natürlich der Crown Cletus oder der Chris, den bauen wir schon noch ein. Eigentlich interessiert das gar niemand, oder? Was mich nämlich sicher interessiert, ist, dass ich jetzt mittlerweile auf den zweiten Platz bin zurückgestoßen wurde vom Flughafen beim Vanguard V. Es war nämlich so, am Dienstagmittag habe ich kurz mal aufs Scoreboard geschaut, was ich eigentlich momentan ziemlich viel mache, und habe gesehen, dass er mit 15.600 Punkten an mir vorbeigezogen ist. Ich mit meinen 15.000 bin ich auch einigermaßen zufrieden mit dieser Leistung. Aber er ist richtig durchgedreht. Und am Dienstag hatte ich dann leider nicht mehr ganz so viel Zeit zum Üben. 2, 3 Runden jetzt aber schon gegeben. Und das Gute ist, dass ich eine Runde mit 90 Leben und 159 Abschüsse geschafft habe. Und das hat mich in diesem Sinne ein bisschen zuversichtlicher werden, weil 159 Abschüsse ist definitiv eine recht gute Leistung und würde der Fluke seine Highscore ausschlagen. Sonst finde ich diesen typisch sackstark und ich habe eigentlich mittlerweile fast kein Brot mehr, weil das Maximum von meiner Leistung scheint erreicht zu sein. Und wenn alles perfekt zusammenpasst, dann könnte es noch klappen. Aber es kann auch sein, dass ich mich dann mit dem zweiten Platz zufrieden gebe. Das ist ja auch nicht so tragisch, geht ja nicht um Leben und Tod. Und Respekt an Fluke, auch wenn er nicht unbedingt so der kommunikativ ist, weil ich eigentlich versucht, mit ihm Kontakt aufzunehmen und eben ein bisschen über das Game zu texten. Aber das ist bisher noch nicht gelungen. Vielleicht will er auch gar nicht mit mir zu tun haben, gell? Das gibt es halt auch. Auf jeden Fall habe ich bezüglich Vanguard V noch die gute News, dass es jetzt auch eine 2D-Version gibt. Das heisst, jeder, der $1 an Kickstarter-Kampagne spendet, bekommt dann den Link zum Download, wo er sich eben die Version für Windows oder OS X für einen Mac herunterladen. Und da kann man dann halt mit der Maus eigentlich die Bewegung vom Kopf simulieren und so das Spiel auch zocken. Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert in diesem Setup. Die Nachricht ist vorher erst gekommen. Bin gespannt, wie es sich anders spielt, ob man vielleicht ein grösseres Sichtfeld hat am PC und vor allem, wie eine Bedienung mit der Maus ist. Und das wird mir hoffentlich auch ermöglichen, euch endlich ein Gameplay von diesem Vanguard V zu zeigen. Weil wenn es auch im 2D möglich ist, ist es eigentlich wie ein ganz normales Spiel und dann ist eigentlich das Aufzeichnen oder auch das Streamen nicht so das Problem. Muss ich noch schauen, es kann sein, dass heute sogar 2 Videos kommen. Ihr werdet es sehen. Was ich euch jetzt noch schnell zeigen möchte. Für das muss ich die Cam schnell drüber nehmen. Ich habe ja, das habe ich euch glaube ich gezeigt, mal so einen Racing-Stuhl noch gezogen. So, genau. Jetzt muss ich da schnell den Bildschirm drehen. Ja, voll. Jeder sieht mir jetzt hier mehr schlecht als recht, aber da ist noch so ein bisschen Blachen drüber, oder besser gesagt das Tischtuch, dass er nicht so staubig wird. Und das ist meine Pro-Konstruktion, die ich hier für diesen Sidetag gemacht habe. Und zwar habe ich irgendwie, da unten sieht man es noch so ein bisschen, das sind die Garto-Verstärkungen, die in der Titanfall Collector's Edition in der Ecke war. Ich habe wieder mal schön Kabelbinder kann man aber schon für viel brauchen, eingesetzt, um es am Stand vom Metallsitz oder Metallgestänge vom Sitz zu montieren und habe dann oben drauf einfach irgend so etwas, keine Ahnung, noch irgend vom alten Möbel oder so, habe ich das Holz gehabt und die Sticks sind zum Glück mit Zugnäpfen befestigt, von dem her ist das alles chillig. Jetzt ist es natürlich ein absolutes Gebastel, eben Kabelbinder-Power haben. Vielleicht muss ich dann mal mit Swiss kurz zusammenhocken, falls du das Video siehst. Weil ich habe mir überlegt, vielleicht, wenn man handwerklich ein bisschen begabt ist, kann man hier irgendeine Metallplatte bauen, die Zugknöpfe dran haben, die ich ziemlich easy mit Schräubchen montieren kann. Und dann hätte ich hier nicht immer so ein Gefädel, aber ich will jetzt hier nichts indirekt aufgleisen, wie gesagt, Swiss, falls ich hier ein bisschen länger noch mit dem spielen, werde ich mich sicher bei dir noch melden, aus irgendeinem Grund. Wieso habe ich das Ganze so aufgebaut? Es war für mich nicht unbedingt bequem jetzt am Pult halt. Auch wenn ich es Höhe verstellen kann, wenn ich es ganz runterlasse, ist es gleich noch ein bisschen zu hoch, um die ganze Zeit eigentlich die Sticks so in dieser Position zu haben. Und das ist hier, wenn sie tiefer liegen, einfach angenehmer über die Tour. Und ja, was ich dann mache, ist eigentlich hier das Rift montieren. Habe ich noch so eine kleine Konstruktion mit dem Mikrofon gemacht, dass das Kabel nicht immer verheddert. Ja,
der Bastelkleid, das war schön am Werk gewesen. Und nebendran dann noch die Wireless-Kopfhörer, damit dass ich dort wenigstens kein Gefiedel mit Kabel habe. Und dann spiele ich Elite Dangerous. Und Elite Dangerous ist ja das Game, wo man im Weltraum fliegen kann. Es ist momentan nur in Beta. Und das ist ein Game, das ich gestern oben um 11 Uhr gestartet habe. Und dann, nachdem dass ich kurz ein paar Flüge gemacht habe, habe ich gedacht, easy, mal schauen, wie spät das ist. Es könnte ja sein, dass ich dann irgendwie mal so gegen Mitternacht ins Bett möchte. Und dann war es einfach 4:01 gewesen. Und das ist jetzt nicht wahnsinnig lange Zeitdauer, aber es vermittelt einem vielleicht gleich ein bisschen, dass man halt völlig losgelöst ist. Du hast nie eine Uhr. Ich bin mir gewöhnt, jetzt meistens, wenn ich game, läuft nebendran noch der Laptop, wo ich einen Stream am schauen bin oder Videos und so. Das Handy ist noch dort. Man hat eigentlich immer eine Referenz. Eben, die Zeit, die Uhrzeit sieht man eigentlich öfters, auch unbewusst. Und wenn du dann das Rift an hast, dort hast du dann keine Möglichkeit, eine Uhr einzublenden. Ob ich das möchte oder nicht, ist eine andere Frage. Und du hast Ding drauf, Kopfhörer, du bist also eigentlich völlig abgeschnitten von der Aussenwelt. Hat auch seine Vor- und Nachteile. Und das Tüpfchen für mich ist dann eben, dass der Mannsgöckel, den man im Cockpit eigentlich sieht, also mein virtueller Körper, der tut dann Bewegungen ziemlich gut nachahmen, die ich im echten Leben auf die Sticks ausübe. Und das ist natürlich eben über die Sticks logischerweise gelöst und nicht irgendwie halt mit Sensoren an meinem Körper, das ist dann auch noch der nächste Schritt. Aber das ist also schon ein unglaubliches Gefühl, ganz ehrlich. Und ich meine, man denkt so ein bisschen lächelnd, keine Blase, vielleicht hat der eine oder andere Terminator 2 gesehen, dort gibt es eine Szene am Anfang, wo der John Connor in so einem Afterburner-Automat hockt. Und das Ding bewegt sich ja voll auf und ab und links und rechts und vorne dran ist einfach ein Bildschirm und der tut sich dann entsprechend mit dem Gehäuse halt bewegen. Und das war dann schon ziemlich abgefahren gewesen und man dachte, wow, wenn man mal so zocken und so, ich will das nicht allzu fest in die Vergangenheit abdriften. Aber eben, heutzutage hat man einfach effektiv die Möglichkeit mit, vielleicht sind es schon 1000 Franken, dort ist der PC noch nicht dabei, wo du investieren musst, aber wenn du 1000er herleist, dann hast du ein Setup, wo jeder Spielautomat alt aussehen, weil du so in diesem Game kannst drin sein. Du bist einfach wirklich in der virtuellen Realität. Es ist nicht anders zu beschreiben. Und jemand, der das noch nie erlebt hat, das ist, keine Ahnung, ich habe mir das auch nicht vorstellen, bevor ich das Rift mal hatte. Und jetzt DK2 ist noch ein grösserer Schritt. Mit diesen Sticks, die jetzt eben noch die Position der Arme nachvollziehen, ist es nochmal ein weiterer Schritt. Und gerade so Games, die eben auch in einem Flugzeug oder in irgendeinem Raumschiff rumfliegst, sind optimal. Dort wird es einem auch nicht so schlecht. Und das ist dann der nächste Punkt. Ich habe mich noch nie unwohl gefühlt, jetzt während dieser Zeit beim Zocken. Ich habe ein paar Demos gespielt, wo ich sagen muss, gerade wenn man rumläuft, dort kann es einem dann gleich noch ein bisschen gespässig reinkommen. Aber jetzt in diesen Situationen, eben beim Vanguard V, ist chillig, dann sitzend, beim Elite Dangerous, das ist alles Zeug, das man wirklich jetzt fast für Stunden spielen kann. Und das war eigentlich noch das grösste Hindernis am DK1 für mich. Ich meine, länger als 2 Stunden, da bist du schon ein harter Krieger in meinen Augen, wenn du das durchgezogen hast. Und hier ist es wirklich möglich, länger zu spielen. Und das letzte Mal noch schnell den Gross Giant zu Grenchen getroffen. Und er hat dann auch gefragt, ob es da überhaupt schon richtige Games gibt für das Oculus Rift. Und das ist ganz sicher ein guter Punkt, weil es gibt ganz viele Spiele, die sie für das Rift haben nachgerüstet, wie eben das Team Fortress oder das Half-Life. Es gibt Games, die explizit für das Rift gemacht werden, aber die sind die meisten noch in Entwicklung. Dann gibt es halt eine riesen Latte an Games, die nur Demos oder Tech-Demos sind. Und die können einem jetzt nicht allzu lange begeistern. Aber das Elite Dangerous ist jetzt eigentlich trotz der Beta schon ein Game, wo ziemlich fertig ist und ziemlich umfangreich. Und ich meine, was habe ich gestern gemacht? Ich bin ein bisschen hin und her von Space Station zu Space Station gewarpt und ein bisschen rumgeflogen natürlich. Habe ein paar Güter gekauft, wieder verkauft. Ich weiss nicht, am Ende oder andere wird das ein bisschen nach Zeitverschwendung aussehen. Hat es mir zwischendurch auch ein bisschen gedünkt, bis ich es endlich ein bisschen geschnallt habe, das Game. Aber jetzt einfach das Gefühl, dort drinnen zu sein, ja, die stieren jetzt schon lange auf die Sticks, ich bin immer noch dran am Texten. Mache hier mal einen Schlussstrich, das wäre es als Update gewesen. Gewisse Sachen wiederhole ich sicher, aber
das zeigt eben auch, dass ich wirklich ziemlich angefressen bin von dem Zeugs und auch mein Gebastel habe weislich auf das hin. Ja, ich schaue, dass ich noch ein Video aufnehmen kann und hoffe echt, dass ich euch das Dangerous Elite hier mal zeigen kann. Und sonst spielen wir es einfach mit dem Bildschirm ohne Oculus. Dann kann ich wenigstens ein bisschen filmen, wenn ich hier auf dem Stuhl rumdrücke. Mal noch schauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Schön zusammen.